Willkommen zurück, Freunde, beim Boss-Rush-Modus hier bei Zelda Skyward Sword HD. Und... ja. Was zum... Wir haben einiges zu tun, kann man sagen. Wir sind, glaube ich, beim 4. Boss angelangt. Kommt das auch schon? Nein, gab schon, war. Okay. Den Treffen ist echt nicht einfach, habe das Gefühl. Aber ich hoffe dadurch, dass wir das wahre Masterschwert haben, dass er weniger oft treffen muss. Mann, wie soll ich denn so über das Schwert aufladen? So. Wo kommt er jetzt? Links, rechts, oben, unten? Mann! Aua! Okay, selber schuld. Mann, nein! Link, der wollte... Oh, scheiße, Mann, es läuft ja alles schief, was nur schief laufen kann, ey. Gut, ich habe ein paar Herzen, ne? So ist er nicht. Oh, das war cool. Der dauert halt auch, ey. Aber leider erst die erste Phase, Freunde. Oh, das war Schwein. Glück gehabt, ey. So, jetzt macht er einen auf Medusa. Dass ich erstmal seine Dinger wegschlagen muss, bevor ich treffen kann. Ja, danke. Remotion Control. Wie sage ich schon. Es ist das wahre Masterschwert, wieso dauert er trotzdem so lange? Was? Okay. Hätte auch schneller gehen können, Leute. Ich glaube, es ging besser als beim ersten Mal, wo ich jetzt in diesem Let's Play gegen angetreten bin.
verzieht plötzlich die Nunchuck-Steuerung oder ein Motion-Ding. Puh. Dabei dachte ich, wenn ich jetzt im Stehen aufnehme und zocke, dass es irgendwie einfacher wäre. Pustekuchen. Hoffentlich nicht. Ah, der erste Girohim. Okay, der geht. Ich wollte nicht den vierten Boss haben. Tai Lom. Warte mal. So. Los geht's, Giva-Trottel. Das war nahezu perfekt. Was soll das denn? Du hast keine eigene nicht brechen können? Okay, schade. Das ist einen seltenen Schatz fortfahren. Ist aber noch nicht das. Und das war jetzt Kampf Nummer 5, jetzt 6, genau. Biradame wäre cool oder Skorpion. Ah, Skorpion, okay. Kann es bitte mal kaputt gehen? Die Musik finde ich ja so geil. Weil es eben die aus dem Trailer ist. Und irgendwie zu so einem Gegner gar nicht passt, finde ich. Meine, die anderen Gegner hatten auch coole die anderen Boss hatten auch coole Musik, aber nicht sowas. Ich glaube, er ist schon irgendwie der einfachste von allen. Oh, der war knapp. Und trotzdem Master Schwert kriege ich ihn nicht sofort platt. Elimine Muppel, wer frisst Popel? Nee. Verarschen hier. Den brauche ich. Schade. Weil das Masterschwert natürlich länger ist als das göttliche Schwert oder das Schwert der Göttin, dass deswegen eine größere Chance haben müsste, ihn zu treffen. So, komm raus da. Sehr schön, sehr schön. Warte mal, wir hatten zweimal Girohim, dreimal den Verbannte. Ich glaube, zweimal den Verbannten, war? Phase 3 und 2, die erste Phase fehlt, glaube ich, noch in diesem Run. Dankeschön. Nee, Wortfahren. Richtige Einstellung. Kampf Nummer 7. Ja, sind noch 2 Kämpfe. Und ich hoffe, als letzter Kampf kommt dann der Ding. Der nächste wird ein Biradama sein. Auf Tai Lom hätte ich gar keinen Bock, muss ich ganz ehrlich zugeben. Klar, wir haben noch alle Herzen voll, also wir werden es schon schaffen, aber... So.
Naja, mach mal einen auf Würmchen. Fliege mal ganz kurz hoch und guck mal, ob ich dir hier auf den Kopf springen kann. Müsste eigentlich klappen. In der Phase noch zumindest. In der Phase, in der Form. Dass er uns vom Kopf runter gestoßen hat, das kam erst ab der zweiten Form. Nach dem zweiten Mal. Also nach dem zweiten Form, nachdem wir das zweite Mal in das Siegel in den Kopf gerammt haben. Das war ja erst dann der Fall. Nach der dritten natürlich permanent. Ja. Hier könnte es schwierig werden, ihn zu treffen. Oh, Schwein gehabt. So. Sehr gut. Müsste noch schneller gewesen sein, wa? Genau. So, wenn du jetzt aufhörst, erhältst du von mir 500 Rubine. Dann gibt es einen enorm harten Schild. Natürlich fortfahren. Das ist die richtige Einstellung. Jetzt folgt Kampf Nummer 8. Du musst noch zweimal erfolgreich sein, um alle Gegner zu bekämpfen. Genau, also aktuell hatten wir bis jetzt 9 Bosse. Also jetzt fehlt noch Beradame, das war der zweite Endboss. Vom Erdtempel, den wir auch von Giruim zum Leben erweckt wurde. Und der andere war ja Dailum, der auch von Giruim zum Leben erweckt wurde. Da wäre der Tempel beim Wasserdrachen zu. Cool. Beradame, alles klar. Ja, danke schön, Spiel. Seien wir ehrlich, ich habe 18 Herzen voll, also wenn man jetzt da jetzt einmal aus Versehen fehle, da wird gar nichts passieren. Was zum? Ja, stimmt, in der Feuerform geht das ja nicht. Wenn er Feuer und Flamme ist quasi. Hä? Schneller als zuvor? Die dritte Form fehlte bei ihm jetzt. Oder dritte Phase besser gesagt, ja. Dann habe ich ihn letztes Mal nicht richtig getroffen und nicht in der kurzen Zeit. Oh, egal, Hauptsache es hat geklappt. Gut gemacht, Mann! Ein Rekord gebrochen, sehr schön. So, wenn du jetzt aufhörst, erhältst du von mir einen enorm harten Schild. Hörst du, nach dem nächsten Kampf gibt es 2000 Rubine. Fortfahren. Nee, natürlich beenden, weil wir wollen ja den Schild haben. Obwohl 2000 Rubine schon cool wäre, aber wir wollen ja den Hylia-Schild. Er enthält die Macht des Helden. Nichts und niemand kann ihn zerstören. Wie das überhaupt sein kann, dass es hier im Spiel bereits einen Hylia-Schild gibt. Also von der Herstellung her und so. Keine Ahnung, weil wir sehen es ja, was drauf abgebildet ist ja eigentlich schon das Symbol von Hyrule, der Königsfamilie. Ruhig vorbei, Mann. Bis bald. Jo, danke dir. Ah, Freunde. Schon cool, wa? Wie sich alles so zusammenfügt. Die Kohle. Stimmt, um Terry der zu kaufen, bräuchten wir ja 1000. Ne? Also wenn ich jetzt nochmal da reingehen würde und sage, hey cool, nach dem 8. und 9. Kampf, dann kriege ich 2000 Rubine, wäre natürlich fett. Aber ganz ehrlich, würde jetzt den Part ein bisschen überstrapazieren. Und ganz ehrlich, wir haben es auch nicht wirklich nötig.
aber wo nicht nötig haben. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich glaube, ich mache jetzt das, was ich vorhin mal erwähnt hatte. Und wir kaufen mal alle Tränke, die es gibt. Das müssen wir mit der Kohle hinkriegen. Das Upgraden, das wird ziemlich sicher nicht funktionieren, weil uns sicher hier und da noch ein Käfer fehlt. Ich glaube, die Seiren und so jetzt zu machen, als nächste Prüfung, das wird zu lange dauern. Das würde ich jetzt in der Folge nicht mehr hinkriegen. Obwohl, ja, 5 Minuten, es könnte klappen, aber nee. Ich will mal auch nicht zu sehr stressen, Freunde. Und ich glaube, es ist schön, wenn ich dann in der nächsten Aufnahmesession wirklich dann mir sagen kann, hey, wir haben alle Sidequests so gemacht, alles cool. Jetzt können wir uns voll und ganz auf den Abschluss der Story konzentrieren. So. Das wird bedeuten, der müsste natürlich auch weg. Ganz kurz gucken, wie wir das jetzt machen. Wir kommen alle diese Upgrades raus. Der göttliche Schild kommt da auch raus. Dann haben wir diese Upgrades hier. Genau, die Dinge kann ich ja leider nicht verkaufen, warum auch immer. Die Dinge können wir verkaufen. Das hier auch. Also eigentlich alles, was man upgraden kann, kann man verkaufen. Den Rest nicht. Ja, stimmt mal, die Insektenmedaille fehlte noch. Stimmt. Oh, Scheibenkleister. Dann machen wir es anders. Dann lassen wir es nämlich hier. Dann machen wir so einmal eine Rubinmedaille. Eine Herzmedaille. Hier hätten wir die Insektenmedaille. Die müssen wir uns eigentlich noch holen. Hier noch ein paar Feen und so. Ja, super. Ja, und das Besondere am Hylia-Schild ist, er ist wirklich unkaputtbar. Also da kannst du draufhauen, solange du willst. Deswegen auch diese ominöse magische Schildleiste. Der geht nicht kaputt. Krass, wa? Nö, vergesse nicht, keine Sorge. So, machen wir einen Herztrank noch. Ah, nur damit wir es halt haben. So, jetzt muss ich halt gucken. Jetzt haben wir halt 3 Feen. Die kommen also alle weg. Weil ganz ehrlich, Feen kriegen wir sowieso wieder schnell. Und wir haben bisher, glaube ich, auch nie einen gebraucht. Wir haben 20 Herzen voll, also... Ja, warte mal, ich wollte eigentlich direkt den hier haben. Nein, nicht dich quatschen. Die quatschen. Lufttrank, jo, gerne. So. Das ist ein Wundertrank. Er schmiert auf einen Schild, um ihn zu reparieren. Gut, brauchen wir nicht mehr. Weil der Hylia-Schild kann nicht kaputt gehen. Oh. Hey, Moment nicht, dankeschön. Oder gleich zumindest. Dann das hier noch. Dankeschön. Wegen der Insektenmetall. Ich überlege halt, ob ich nochmal den Donnerdrachen halt offscreen machen soll. Um schnell in die Kohle zu kommen. Und natürlich die Roulette-Insel. Das wäre auch eine Option. Da hatten wir, ich habe damals ja erzählt, wie man das machen kann. Oder wie es am besten geht, auch bezüglich Herzteil und so. Das müsste eigentlich wieder funktionieren. Kann ich eigentlich hier auch sortieren irgendwie, oder geht das nicht? Warte mal. Ich kenne die Farbe, Reihenfolge, wie sie dort ist. Ja, ich weiß, jetzt wird ich ein bisschen pingelig, aber wir sind ja eh jetzt am Abschluss, Schlussspurt, wie auch immer. So war's, wa? Grün, Rot, Blau, Pink, durchsichtig quasi.
Jo, perfekt. Also wie würde es mit dem Upgraden aussehen? Würde überhaupt was funktionieren und was davon? Theoretisch schon mal alle können wir hier verfeinern. Wolkenhirschkäfer fehlt noch. Der wird sogar gehen. Versuchen wir es mal. Das ist eine Option. War bis zum nächsten Mal noch ein paar Rubine zu farmen. Und ein paar Käfer. Das könnt ihr eigentlich offscreen machen, Freunde. Dann können wir echt sagen, jo, wir haben alles 100% gemacht. Nach alles irgendwie gezeigt, was geht. So. Weiter verstärken geht der nicht. Da fehlt wieder ein Wolkenhirschkäfer. Mal gucken, was die überhaupt gibt. Ob ich eigentlich auf Stru's Käferinsel, dem Käferparadies, dort eigentlich auch Insekten fangen kann. Also ganz normal, nicht nur in seinem Minispiel. Jo, geht noch, sehr schön. So soll es sein, da nur einen Moment. Trank SV. So, hier ist klar, da fehlt ein Wolkenhirschkäfer. Pyrohüpfer, müssen wir noch ein paar mehr haben. Immer so ein Beet drin, da sicher auch noch. Hier fehlen noch ein paar. Oh, nicht mal. Okay. Und fertig hier bitte sehr. Genau, für den Lufttrank. Ah, der Rüstungstrank geht sogar noch einmal, okay. Lufttrank, brauche jetzt wieder noch Hirschkäfer, Himmelsbeter vermutlich auch noch. Wir brauchen Wolken und Pyrohüpfer. Pyrohüpfer wissen wir ja jetzt, wo es den gibt, das ist relativ fix gemacht. Ja, wisst ihr was, Freunde, das mache ich in der nächsten Folge. Also bis zur nächsten Folge werde ich offscreen noch ein paar Käfer farmen, damit wir alle Tränke noch upgraden können. Einfach eben nur, damit wir halbwegs alles 100% haben. Dass Rüstungstrank noch einen Stern gibt, also nur einmal upgradet werden kann, auch krass. Und dann ein paar Rubine noch. Wenn wir noch die Insektenmedaille bei Terry kaufen können, dann haben wir das auch gemacht. Und dann können wir wieder sagen, hey, wir haben alles einmal gekauft oder gefunden. Abgegradet, es geht nichts mehr, ist alles perfekt. Das ist doch ein Wort, Freunde, wa? Ein Wort, ein gutes Wort. Die Dinge haben wir auch alle gefunden, perfekt, ey. Jo, machen wir so. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen und hoffe, bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD. Dann aber wirklich im Schlussspurt mit hoffentlich letzten Zeilen auch für das Triforce. Das Triforce finden und den Verbannten vernichten, Zelda befreien. Das ist ja im Prinzip die Mission. Oh Mann. Bis dahin, bye bye.